Unser Vortrag ist lösungsorientiert, aber damit man versteht, warum gerade das oder jenes sollte man in diesem Fall machen, warum das oder jenes sehr gut dabei helfen kann, sollten wir ganz kurz diese psychosomatischen Gründe auch zusammenfassen. Und jetzt gehen wir zu den Lösungen, zu dem Wichtigsten, was jedem Menschen helfen kann. Damit die Prozesse in unserem Körper in Richtung Genesung richtig laufen können, braucht man vorher gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Und weil das so wichtig ist, werden wir das auch hier erwähnen. Die eine Voraussetzung, ob das die erste oder zweite ist, egal, die eine ist die eigene Verantwortung für die Genesung, für die Gesundheit überhaupt, für sein Leben zu übernehmen. Eine sehr wichtige andere Voraussetzung ist, dass der Mensch unbedingt eine Motivation zum Leben findet. Man kann sich vorstellen, man steht unter einem Lichtwasserfall. Ein reines Licht durchdringt den ganzen Körper. Und in diesem Licht wieder lösen sich diese Krebszellen, löst sich das Unnötige auf und wird einfach abgeleitet aus dem Körper. Und das Licht erfüllt wieder den Körper, wieder mit Energie, mit Leben, mit einem gesunden Leben, mit Gesundheit. Alles, was der Körper für ein gesundes Leben braucht. Alle schließen die Augen und wir denken an ein Organ, an eine Körperstelle, wo wir in diesem Moment Aufgaben haben. Das können Schmerzen sein, ja, Verspannungen sein. Etwas schmerzt, wir wissen, mein Organ oder Körperteil braucht jetzt meine liebevolle Unterstützung. Oder wenn man Tumor hat, dann konzentriert man sich in diesem Organ. Das Wichtigste ist, wir nehmen einen größeren Bereich, damit wir sicher gehen, mein Organ, Körperteil liegt in diesem Bereich. Unsere erste Aufgabe ist, Kontakt mit diesem Bereich aufzunehmen. Wir denken an ein kleines, süßes Baby. Das ist unser Organ, das kleine, süße Baby, das unsere volle Unterstützung und Liebe braucht. In Gedanken konzentrieren wir uns auf diesen Bereich und wir schicken unsere Liebe und Zärtlichkeit zu diesem Bereich. Ich danke dir, mein Liebes. Ich danke dir für deine Treue, für deine Arbeit Tag und Nacht für mich. Jetzt mache ich das Beste für dich. Das Organ ist überglücklich. Er hat diese Liebe, diese Zärtlichkeit, unsere Dankbarkeit längst gebraucht. Deshalb hat er sich gemeldet. Und jetzt meldet er sich auch bei uns mit leichter Wärme, Pulsieren oder Kribbeln. Das ist sein Danke sagen. Und wir konzentrieren uns jetzt auf ein Bild. Wir stellen uns vor, wie sich in unserer Liebe, in unserer Zärtlichkeit, in unserer Dankbarkeit der Schmerz, die Verspannungen, die Schadstoffe oder der Tumor wie ein Würfel Zucker im Wasser auflösen. Und fasziniert beobachten wir in unserem Bild, wie alle Schadstoffe, Stress, Verspannungen, Müdigkeit oder der Tumor immer kleiner werden, immer winziger. Ich schaffe es. Ich helfe dir. Du bist jetzt mein Baby. Mit diesem Bild arbeiten wir weiter, bis wir am Ende unser Organ vollkommen gesund sehen, bis wir am Ende nur strahlende, lächelnde und lachende Zellen in unserem Bereich, in unserem Organ sehen. Und wir sagen uns, danke, danke dir, mein liebes Organ, danke mir, dass ich für dich das Beste getan habe.
Noch einmal bewundern wir das klare Bild. Mein Organ ist vollkommen gesund. Mein Organ lächelt mich an. Mein Organ strahlt mich an. Gesund, glücklich. Und mit dieser Dankbarkeit an uns atmen wir tief ein. Beim Ausatmen öffnen wir unsere lieben Augen. Wir blinzeln. Das ist die Übung. Ich danke für Mitmachen.